Willkommen zurück hier bei sinnlosen Let's Plays auf Schweizerdeutsch bei Retrocast zu Mario Galaxy. Und wir wären in einer neuen Kuppel, und zwar in der Küche, so wie es ausgesehen hat, und wir dürften uns da auch gerade der Glasstrand-Galaxie annehmen. Jetzt wird das Ganze ein bisschen anspruchsvoller, da kann ich gerade jetzt schon sagen, also könnt euch auf ein paar mehr Fails und ein paar mehr Tod gefasst machen. Was glitzert da am Meeresboden? Na, okay, da müssen wir Teile sammeln wieder mal. So wie das aussieht. Das ist das Paradies der Pinguine, der Glasstrand. Willkommen im Glasstrand. Sagst du auch noch etwas Schlaues? Die Schüler sind abgelenkt von den Glitzernden im Meer. So können sie doch die Abschlussprüfung nicht ablegen. Also, der tut uns auch darauf hinweisen, dass er da die glitzernden Teile am Boden unten will. Und das sind da die Folgen, die mich ein bisschen sträubt davor, weil Schwimmen bei Mario Galaxy gehört nicht zu meinen grossen Stärken. Da ist eine Münze. Mit den Muscheln hat es auch noch eins. Da jetzt noch so Sternteile. Da hinten hat es auch noch eins. Ja, wie gesagt, Schwimmen gehört nicht zu meinen Stärken bei dem Spiel. Die da hinten ist auch nicht so gern, so wie es aussieht. 3 hätten wir mal. Also müssen nur 2 rum sein. Und Schwimmen ist so eine Sache für sich in dem Spiel. Da ist noch eins. Ah, das ist weiter vorne. Gut. Fehlt uns aber noch eins. Da unten noch eins. Da ist schon noch etwas Schlaues vielleicht. Schwimmen wir doch die Blasen, um Luft zu tanken. Ja, da ist jetzt gerade etwas, was ich noch weiss. Aber wenn ich nicht viel weiss bei dem Spiel, aber also da unten ist nichts mehr Schlaues, vielleicht ist da weiter oben. Mal Luft holen. Weiß fehlt uns immer noch. Da hinten noch eins. Sieht nicht so aus. Das ist eine Münze. Da in der Kiste rein vielleicht. Wieso haben wir die vorne gesehen? Dann gehen wir zu den Piranha-Pflanzen rauf. Und da jetzt ein Hase.
Ah, der wird uns zeigen, dass man da mit dem Sprung hochkämpft. Wurmgang weg. Tatzelwurm. Einen haben wir schon ausgelassen. Das schaffen wir nicht mehr. Mal haben wir gleich noch geschafft. Da hätte das Leben gegeben. Nehmen wir den da auf? Ja, in dem Fall schon. Ja, wahrscheinlich. Können wir ein bisschen Gas geben. Der Bock wird nicht ewig da sein. Genau. Jetzt noch Wunder. Ja, wir wahrscheinlich noch gehen, mit ein bisschen mehr Skill. Aber den Wandsprung machen wir auch gern. Das wäre wirklich schon mal nicht so schlecht gewesen. Ein weiterer Stern auf dem Konto. Nehmen wir gern, nehmen wir gern. Die meiste Zeit haben wir zum Suchen gebraucht. Der Gourmet-Luma ist auftaucht bei der Küche. Ja, die sind meistens sehr schwer, darum tun wir den wahrscheinlich noch verschieben auf ein anderes Mal. Und da hätten wir aber noch zwei. Abschlussprüfung Schwimmklasse. Also da hat wieder etwas mit dem zu tun. Perfekte Landung. Aber wenn ich mich natürlich frage, ich meine, so Landung müsste wehtun eigentlich. Jetzt nur so theoretisch. Legst du auch die Abschlussprüfung für die Schwimmklasse ab? Eigentlich nicht, aber ich will den Stern, also. Der Test besteht darin, Panzer im Meer aufzusammeln. Bring mir den goldenen Panzer, der irgendwo im Meer liegt. Irgendwo muss ein goldiger Panzer sein, gut. Ah. Ich würde gerne ein bisschen mehr sehen, ich sehe ein bisschen wenig. Ja, da ist er. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass du ihn tatsächlich springen würdest. Nun, dann gebe ich dir eine riesige Goldmedaille. Ja, der Stern wäre wieder ein bisschen schneller gegangen. Und der goldige Panzer darf ich behalten, oder wie sieht das aus? Das hast du gut gemacht. Aber bist du überhaupt einer meiner Schüler? Oh nein, bin ich nicht, aber wer darf den Panzer gern haben da? Richtig asozial. Den Panzer kaputt machen. Das leuchtet. Tja, er will nicht mitnehmen. Soll niemand haben. Bilderbuch, neues Kapitel, ja, da gehen wir auch ein anderes Mal anschauen.
der letzte. Würde noch anstehen, reguläre, abgesehen von der Kometen, natürlich. Das Rätsel der Strudelhöhle. Oh. Oh. Ja, ein Böses. Der andere, ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann kann ich jetzt, glaube da so Panzer holen. Dann kann ich da aufbomben. Was sie zerbrochen? Ja. Da ist es jetzt gut, dass man das Ganze schon mal gespielt hat. Weil ich glaube, beim ersten Mal haben wir da dumm und dämlich gesucht. Kann man die kaputt machen? Müssen wir drauf jucken, nehme ich an. Ah nein, man kann es auch mit einer Wirbelattacke. Und dort hat es ein Leben. Und das Ganze da ist... Ah, ich glaube auch noch so ein Turbo-Level. Irgendwann. Jetzt sind wir mal auf einer Seite. Die Frage ist, auf welche Seite müssen wir da weiter? Wahrscheinlich auf die. Der möchte ich nicht zu näher kommen. Da könnten wir uns drunter verstecken, das ist gut. Sternteile nehmen wir immer gerne, da könnte man auch so Abkürzungen nehmen. Da braucht man den für den Komet, weil da gibt es einen Komet, da weiss ich. Der ist ziemlich heavy. Aber der wird dann auch mal noch kommen, in einer anderen Folge. Hoffe ich. Es sei denn, er will nachher natürlich genau vor der Tür stehen. Dann dürfte ich wieder ein paar Mal sterben. Und den 29. hätten wir auch. Den Spruch sparen wir jetzt mit dem Speichern. Nein, komm mit. Oh, Frage. Oh. Also da hätte es irgendwo auch noch ein Gourmet Luma so wieder aussieht. Ja, wir können mal den anschauen. Testblase. Ja, tun wir da noch ein paar Mal sterben. Von der großen Blase geschüttelt.
Yes, ja. Unser Bildschiff musste ja notlanden. Was ist ein Giftsumpf? Wenn du hineinfällst, bist du geliefert. Und was sagt dieser Captain Toad? Der Wind weht stark. Wenn man sich mit ihm tragen lässt, ist das bestimmt ein tolles Gefühl. Ja, wahrscheinlich noch schon. Kann man so das Raumschiff kaputt machen? Bla bla bla. Was? Bla bla bla. Bla bla Blase. Aha, nein, Fragezeichen, kein Ausrufezeichen, ja. Ja, und jetzt kann ich da, müsste ich da rein. Hey, wenn du die große Blase reiten willst, dann hör besser zu, was Schildbürger dir zu sagen hat. Wenn du in der großen Blase bist, drücke A. Damit bläst du Luft auf das auf den Sternzeiger. Mit dieser Luft kannst du die große Blase von der Seite bewegen. Du musst vorsichtig steuern, aber es wird schon schief gehen. Ah, jetzt mit A an die Blase. Ich habe noch gesehen, da hinten hat es eine Sternteile gehabt. Ja, nicht beim... da. Und ich möchte mich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt vom Wind treiben lassen. Ja, aber muss mich fast, hä? Gefährlich. Gehst du da rundherum? Das finde ich schön. Komme ich da durch? Ja, ich komme durch. Und dann? Jetzt ein Sternteil. Da kommt da nicht, das ist schön. Dann muss ich da durch. Dann? Ah, die ist das letzte. Kann ich entweder da probieren, durchzukommen. Gas geben. Ja, das ist noch nicht gewesen. Ja, ich habe schon gehofft, Hex überlebt ohne Sterben, aber in dem Fall nicht. Das war erst der Anfang. Ah, da hätte ich jetzt nicht unbedingt raus müssen.
Ja, Angst. Ja, Angst. Also, wenn ich die Blase wenigstens kaputt mache und da. Ja, Zeit. Ja. Habe ich ganz gern. Stresssituationen habe ich ganz gern. Den. Dort jetzt ein Leben. Leben interessiert uns nicht. Ich höre einen Stern. Näher kommen. Dem habe ich Leben. Erlösung. Der Stress fällt so richtig ab, nachdem dass wir den geschafft haben. Also 30. Stern wäre da. Test Blase. Zum Glück muss ich nicht nochmal machen. Und die Galaxie wäre komplett. Hast du eine neue Galaxie entdeckt? Okay. Und mit dem Komet. Ja, haben wir den Komet, schauen wir uns noch an. Tempo-Komet. Und da hinten ist... Der ist neu. Gut, probieren wir den Tempo-Komet aus. Mehr als schief kann es nicht. Tempo-Modus Himmelkorridor. Ja, das ist der, den wir vorgemacht haben. Sind jetzt einfach die Gegner schneller oder habe ich eine Zeit? Ein Zeitlimit habe ich nicht. Das wäre schön. Bewegt sich jetzt einfach alles schneller. Der geht auf Rundum. Der geht auf Rundum. Das ist gut für uns. Da einfach.
das ist knapp gewesen. Also, ne. Ja, dann wäre der gar nicht so schlimm gewesen, wie ich da in Erinnerung hatte. Wahrscheinlich nicht probiert, überall Abkürzungen jucken, darum ist es nicht gegangen. Also am besten geht einfach ruhig den Weg hinlaufen oder den normalen Weg nach, dann funktioniert das gut. Ja, hätten wir wieder mal ein Kometli geschafft. Und der 31. Stern wäre auch schon da. Jetzt nochmal irgendwo ein Komet rum. Terrasse. Ja, ich glaube, wir gehen noch in die Terrasse. Den machen wir noch. Weil ich bin noch nicht gestorben und ich möchte mal noch sterben in dieser Folge. Schattenkomet, so eine haben wir noch nicht gehabt. Überhol den Schatten. Also im Moment wieder da, okay, unten dran durch. Den Weg kennen wir ja schon, da sind wir schon mal gewesen. In der zweiten oder dritten Folge, glaube ich, und Hi. So. Jetzt die Zeit hätten wir hoffentlich rausholen da. Ich weiß jetzt nicht, wie viel vorne oder hinten das wir sind. Aber das sieht nicht einmal so schlecht aus. First try, hätte ich nicht vermutet, hätte ich nicht gedacht. Und Sternli Nummer 32. Und im Bilderbuch ist wieder ein neues Kapitel dazugekommen. Ja, dann würde ich sagen, dann ist das gewesen von dieser Folge und das nächste Mal sehen wir uns natürlich dann in der Küche wieder. Vielen Dank, sind ihr dabei gewesen. Wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr natürlich gerne ein Like oder ein Abo oder einen Kommentar da lassen. Würde mich freuen. Und somit, ja, vielen Dank und man hört sich.